herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider in der Hauptrolle und Hauptattraktion und Hauptfigur Lara Croft. Und mit ihr an ihrer Seite als treuer Begleiter und Weggefährte mich, Trantupaki. Ja, wir haben eine... Wie soll man das jetzt nennen? Eine Stätte gefunden mit dem Propheten als Statue und einer interessanten Geschichte, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier machen können. Ja, es gibt also anscheinend, laut diesen Erzählungen, gibt es, wie soll ich sagen, gibt es irgendeine Karte von der Stadt Katesh und auf der Karte erhofft sich zumindest Lara, den Ort zu finden des Heiligen Grabes, oder wie das Ding auch schon wieder heißt. Ja, das ist er. Der Prophet. In Wirklichkeit war er Tischler und wurde aus irgendeinem Grund zu Großen gemacht. Ja. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Das ist wahr. Nach dem, was sie alles so fabriziert haben. Ich würde gerne wissen, was hinter diesen Türen ist. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Das ist wahr. Alles massiv gebaut früher. Pang, was? Ja, dann gehen wir mal raus. Ins Wasser. Oh nein. Wie kann ich schon wieder schwimmen? Genau, so war das. Oh, Lara, mach keinen Scheiß. So, ich sag dir's. Wenn ihr mir jetzt noch verratet, dass hier unten noch irgendwas liegt, dann... Oh, seid ihr gemein. Liebe Entwickler. Ja, sie erstickt wieder. Hast du nicht, Lara. Vertrau mir. Ich bin bei dir, ich halte zu dir. Und alles, was passiert, ist immer mein Fehler. Also von dem her. Göttermalstal. Ach, schön warm hier. Unglaublich. Schwimmst du mal durch die... durch den Ort und dann schon... mein Stuhl. Und dann schon... schwupps, bist du komplett woanders. Nicht mehr in der Eiszeit oder so. Das ist faszinierend, ey. Wo führt uns das Spiel noch hin? Das würde ich schon gern mal wissen. Hier haben wir noch Munition. Und hier haben wir noch... Ah. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Hä? Nanu? Ja, habe ich nicht. Diesen Weg nämlich habe ich nicht mitbekommen. Na, bleib lieber da.
Mein Gott, wo bin ich hier? War Trinity auch schon hier? Wow! Hoho. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie Sophia, sie ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Hier wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt. Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Okay, Jacob ist Sophias Vater. Wusste ich jetzt auch noch nicht, aber jetzt wissen wir es. Und richtig schön haben sie es hier. Entschuldigung, Lara. War mein Fehler. MP-Komponenten. 3 von 4. Ein Komponent fehlt uns noch. Was? Wo will der mich hinschicken? Ach so, okay. Du, geh zum alten Funkgerät und bring den Generator Neues zum Laufen. Basislager. Wir müssen Talgefäll. noch eine letzte Nachricht absetzen. Und so die anderen Siedlungen warnen. Und hier haben wir noch ein Relikt. Ihr Entschuldigung. zwei. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Macht Sinn. Aber alles schon wieder aus Gold. Hey, ich weiß nicht. Früher war Gold irgendwie, keine Ahnung, hatte irgendwie keinen Wert oder so. Also doch, Wert schon, aber irgendwie hatten diese Gold irgendwie einen Überfluss. Das ist unglaublich. Alles aus Gold. Wahnsinn. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Helikopter? Was? Jacob Was? und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Genau, den hier. Kletterhaken. Das ist verstärkter Schaft. Ein beschwerter Griff erhöht die Hiebkraft, wodurch die Rüstung von Feinden nach erfolgreichen Nahkampfkombos zerbricht. Okay. Sicher nicht schlecht. Okay, wir können jetzt diese Stufe hier alles noch machen. Das ist nice. Und hier
Entschuldigung. Hier haben wir doch noch was. Szenenauflösung. Aber ich nehme trotzdem diesen Bogen. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme ihn einfach. Nee, Spaß. So, hier Inventar. Munition. Giftpfeile. So. Und Ausrüstung. Können wir sicher hier noch nichts machen. Ach, scheiße. Bärenfell fehlt. Da fehlt mir 20 normales Fell. Und hier auch noch ein Bärenfell. Hatte ich nur einmal das Vergnügen mit einem Bär. Wozu konnte ich denn den Biber, das Biber-Dingsbums da, ja. Überlebensinstinkt. Leichenfallen-Spezialist. Wenn Sie mit Leichen von Feinden fallen her, die ein tödliche Giftgas, wenn sie untersucht werden. Hä? Nee. Hohlspitzgeschoss. Todeswolkenpfeil. Abrissexperte. Auge für Details. Brandbomben. Listen. Schnelle Herstellung. Ich würde ja sehr gern keine Brandbomben machen, sondern Brandpfeile, wenn ich ehrlich bin. Wenn sie roten Bending Bombenausfall. Ja. Jo. Brandbomben. Jo. So sei es. So. Gut, wir machen storytechnisch weiter und lassen mal diese Artefakte und so weiter. Kann ich hier mit den Leuten Hallo. eigentlich... Hallo. Wie haben Sie hierher gefunden? Was Ja. bringt Sie hierher? Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Okay, ich dachte, ich könnte wirklich mehr mit ihnen reden, aber anscheinend nicht. Nee, das Huhn lasse ich leben. Nee. Wir haben ja 2 Hühner, cool. Nee, aber die Hühner lasse ich leben. Das Brauche ist, mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. ich habe noch Holz. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe je... Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Jacob füllt seine Position hier mit Stolz und Verantwortungsbewusstsein aus. Winter. Seiten des Hauptbuchs. Ja. geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß Jacob, nicht, den wie kennen viel wir. Zeit zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Hallo, Hi. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Jacob hat erzählt, dass Sie ihn aus dem Lager gerettet haben. Das war eher gegenseitig. Na, wie dem auch sei, wir sind Ihnen dankbar. Wir können jedes Paar Hände gebrauchen, wenn Sie helfen wollen. Aber wir sind keine Besucher gewohnt. Oh, hallo. Ja, Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? ich habe Holz. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Mann, ich wollte eigentlich euch helfen. Hier zum Beispiel Holz. Ich habe Holz. Die Sowjets haben alles zurückgelassen.
Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang... Jacob hat gesagt, dass sie kommen würden. Nein, ich versuche... Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. das ganze Und Ding jetzt das. einstürzen, wenn der Wind auffrischt. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. können jeden Augenblick hier sein. Ich tue, was ich... Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht, obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Jacobs Pflichten bedeuteten, dass er sich absondern musste. Er musste objektiv sein. Frühling, Seite des Hauptbuches. Ja. Ich habe den Text nicht wirklich verstanden, aber... Ich weiß, Sie wollen helfen. Aber ich muss hier fertig werden. Armeen brauchen Verpflegung ebenso wie Waffen. Dann lasse ich sie mal in Ruhe. Bevor wir hier fertig sind, gehen mir die Nägel aus. Wir können noch mehr Ja, aus den alten Nägel nehmen. und... Aus denen, die wir nicht mehr brauchen. Kann der Schmied nicht noch welche machen? Das ist es nicht. Wo könnte... In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Als die Stadt Kitesh fiel, mussten die Einwohner ohne den Propheten zurechtkommen. Die Trauer. Die Tage danach. Ja, Krieg ist schon schlimm. Verzichte ich lieber auf Nägel. Du nicht auch? Krieg ist was Schlimmes, aber Tut mir leid, die ich kann Ihnen gerade nicht Nachwirkungen helfen. eines Krieges, die Ich sind muss noch den Generator schlimmer reparieren, damit wir die anderen Siedlungen benachrichtigen können. als der Mal Krieg sehen, ob ich selbst. anderswo helfen kann. Was muss ich jetzt hier eigentlich alles tun? Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ach so. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. was? Die Sowjets haben alles zurückgelassen, als wir sie vertrieben haben. Das meiste ist nur Müll. Aber man kann immer noch kleine Schätze finden. Ja, ja. Muss ich erstmal Hasenfallen ausfindig machen. Ich habe versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Was? Wir wussten es besser, verdammt. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jacob sagt, wir können ihn trauen und das reicht mir. Dann halt. Wo haben denn die noch Hasenschnüre, Fallen? Finden wir schon auch noch. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Hä? Nimm, was du findest. Jetzt bin ich... Was? Für was soll denn das gut sein? Nee, verstehe ich nicht. Wozu, dass ich jetzt in den Brunnen konnte?
Verstehe ich nicht. Naja. So, lange genug in der Stadt rumgewuselt. Ich gehe mal hier hin. Und such mal nach irgendwas. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Unterweisungen der Meisterjägerin von Jacobs Leuten über kleinste Beutetiere leben im Tal. Ja. Das wäre auch so eine... Apropos Fell. Hey, bleib stehen. Ja, habe ich sicher nicht getroffen, ne? Doch. Ach, das war ein Vogel. So. So, ich brauche Fell. Hasenfell. Die Anhänger des Propheten flohen nach Osten. Oh. Die Reise war beschwerlich. Griechisch. Das ist das, was ich am besten kann. So. Ja. Nein. Wieso? So. Finde den nahegelegenen Eingang. Tja. Oh. Ich habe den nahegelegenen Eingang eigentlich schon gefunden, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ah. Mal gucken. Hinter den Wasserfällen könnte doch irgendwas versteckt sein. Nee. Karte entdeckt. Interessanter Ort. Ab diesem Punkt erfordert du vor Atemgerät. Achso. Komm hoch. Finde den nahegelegenen Eingang. Ich finde den nahegelegenen Eingang. Nee, eben nicht. Oh, hier gibt's Bären. So. Ja, da gibt's irgendwo einen Eingang. Oh,
Da. Hey, das ist Bären. Da ist doch ein Bär drin. Bär erlegt. Bärenfell. Das ist das, was wir wollen. Und diesmal war der Bär gar nicht so schwer. Im Gegensatz zum letzten Mal, wie beim ersten Bär. So. Jetzt sollte eigentlich ein Bär da sein, der... Ja, das sind so. Das kann ich auch wieder nehmen. Okay. 3-mal. So. Und hier auch noch mehr. Oh yeah. So. Pilze. Kann ich auch wieder nehmen. Sehr gut. Was haben wir hier? Nix. Da drüben liegt noch was. Ach, hier liegen noch Pilze und... Pilze habe ich jetzt genug. So, Leute, was hier hinten dran wird sein, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, tschüss! Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. For some, discovering the secrets of the world is the only way to live.